Es ist wie mit der Nadel im Schneehaufen, als wir in Pfronten ein schönes altes Bauernhaus suchen. Doch dann, im Stadtteil Dorf, taucht es hinter Weiher und Bäumen auf. Ein Allgäuer Bauernhaus, ein Hof, wie er im Buche steht. Ausgezeichnet restauriert von Familie Hochkofler. Wenn man sich halt Pfronten so anschaut und anschaut, was es an alte Häuser gibt, aber auch schon gab, da gibt es so Bücher drüber, über dieses alte Pfronten, ist es schon erstaunlich, was schon alles verloren ist. Diese alten Aufnahmen sind laut Alexandra Hochkofler und ihrem Mann Georg etwa von 1900. Damals wie heute war das Haus, das die beiden 2018 erwerben konnten, stets begehrt. Also die Reaktionen der anderen Leute waren so, dass sie erstaunt waren, wie viele dann gesagt haben, dass sie halt die letzten 20, 30 Jahre versucht haben, das Haus zu kriegen. Und jeder hat seine eigene Vision gehabt. Gell? Also einer hat mal gesagt, der hat da immer davon geträumt, der wollte da Kaffee reinmachen. Und immer wieder ist das Haus im Gespräch gewesen und von unglaublich vielen Menschen auch wirklich beobachtet worden, was jetzt da passiert. Jahrelang versuchten Alexandra und Georg, das Haus am Weiher für sich und Tochter Antonia zu kaufen. Vergeblich. Sie hatten die Hoffnung schon aufgegeben, als der betagte Eigentümer starb. Am Ende spielte Kommissar Zufall mit. Die Erben haben dann die Liste angerufen, die es an Interessenten gab. Und die haben aber nur 2 erreicht und haben gesagt, ja, am Freitag um 13 Uhr sollen wir vorbeikommen, wenn wir noch Interesse haben am Haus. Und dann bin ich halt mit der Tochter Antonia am Freitag dahin. Wäre ich an dem Tag nicht ans Telefon gegangen, hätte es nicht geklappt. Das Haus ist vom Typ Mitterstallhaus, bei dem der Stall direkt an den Wohntrakt anschließt. Der Hof fällt gleich auf wegen der vielen Fenster und seiner Größe. Allein deshalb wird klar, dieses Haus hat eine besondere Bedeutung. Erbaut 1479, erlebte es eine wechselvolle Geschichte. Zum einen diente es als Tafernwirtschaft mit Brauereirecht, dann als landwirtschaftliche Hofstelle und zuletzt als reines Wohngebäude. Es ist ein Bau mit einem verschalten Giebel und Andreaskreuz. Doch das ganz Besondere am Haus liegt darunter. Als das Denkmalamt mit unserem Kauf das erste Mal in diesem Haus war, hat man im Haus nicht viel alte Strukturen gesehen. Es war vieles übermalt, tapeziert, beklebt, zugenagelt. Und das war ein ziemlich stressiger Termin. Und am Schluss habe ich dann halt gesagt, jetzt dürfen Sie neu gehen, jetzt müssen Sie noch diesen Keller anschauen. Der Keller, der hat uns dann in eine andere Sphäre geschlagen, weil erst im Keller hat man dann so richtig gesehen, was da vermutlich für eine Geschichte dahinter steht. Und Georg lüftet hiermit das Geheimnis des uralten zweigeschossigen Kellers. Der Balken wurde 1478 gefällt. Wahrscheinlich von einem Vorgängerbau. Und hier hinter ist noch alter Gewölbekeller. Der ist mindestens 200 Jahre älter wie der Holzbau oben. Ja, es geht noch weiter. Weiter runter. Filmreif, dieser Keller. Der Kellerraum, der wurde wahrscheinlich als Eiskeller genutzt, weil vom Weiher her dann Eis rausgeschnitten wurde und dann hier eingelagert wurde. Das hat dann für den Sommer gereicht. Zurück ins Erdgeschoss. Der Hof ist ursprünglich im Inneren ein Dreikammernhaus, bestehend aus Stube, dem Elternschlafzimmer, Garten genannt, und einer großen Flurküche, in der wir hier stehen. Das war dann früher eine offene Feuerstelle mit einer Esse. Wir vermuten, dass vielleicht von daher mal ein Funke übergesprungen ist auf das Holz und da angefangen hat zu brennen. Hat man Gott sei Dank rechtzeitig gelöscht. Ein ganz schönes Loch hat's da reingebrannt. Von dem antiken Herd, der schon im Haus war, geht jetzt kaum Gefahr aus. Von jeher wird hier von der Flurküche aus auch die Stube nebenan beheizt. Sie hat einen stattlichen Kachelofen. Die dunklen Kacheln haben ein altes Pfrontener Muster. Jetzt sind wir in der Stube. Die ist relativ groß. Vermutet wird, dass es mal auch eine Wirtschaft war am Anfang, als gebaut wurde, das Haus. Deswegen ist es ein bisschen größer als normale Stuben. Und
hat noch größtenteils die alten Fenster. Die haben wir erhalten und hergerichtet. Jetzt in diesem Stockwerk haben wir außen noch Winterfenster davor gesetzt. Da gibt es dann auch noch kleinere Fenster zum Lüften. Das ist alles wieder hergerichtet. Und bei den äußeren Fenstern haben wir das dann so gemacht, dass wir ein Schiebefenster haben zum Lüften. Wie gut, dass Georg gelernter Schreiner und sogar Meister ist. Im ersten Stock dann fast der gleiche Grundriss wie unten. Der breite Flur ist einerseits Büro, andererseits Leseecke mit Blick auf den Weiher. Der entstand im Mittelalter als Löschweiher und ist übrigens auch denkmalgeschützt. Vom Flur wurde für das Bad eine Teilfläche abgezwackt, damit auch die Badewanne Platz hat. Die Badewanne haben wir schon länger. Die war wahrscheinlich mal Viehtränke, lag dann jahrzehntelang im Moos. Da hat mein Schwiegervater sie gefunden gehabt. Dann haben wir die hergerichtet. Ich habe Holzfüße drunter gemacht. Die ursprünglichen Füße waren nicht mehr da. Und auch die ist schon mit uns öfters umgezogen. Und jetzt hat sie hoffentlich ihren Bestimmungsplatz gefunden. Mit der Wanne, den verschiedenfarbigen Hölzern an der Wand und dem Blick aus dem bodentiefen Fenster wird das Bad zur kleinen Wellness-Oase. Antonias altes Schaukelpferd macht sich gut vor dem Dreikammer-Holzblock, der im Original erhalten wurde. Doch nun zum Wirtschaftsteil nebenan. Jetzt sind wir auf dem alten Denneboden. Eine Seltenheit sind die alten Futterklappen und der Originalboden mit seinen 11,5 Meter langen Balken. Doch hier in Tenne und Stadel gab es bei der Sanierung eine böse Überraschung. Da haben wir gedacht, da räumen wir halt diesen Stadel aus. Und da war aber halt seit 50, 60 Jahren oder 40, 50 Jahre altes Heu gelagert bis unter die Decke. Und da hat sich halt schon eine Fuchsfamilie breit gemacht und eine Dachsfamilie und dann die nächste Generation, also der ganze Heustock. Das war alles verklebt, verbacken, da sind tote Tiere drin gelegen. Also wir haben halt gedacht, nimm mal eine Heugabel und das Heu raus. Und das war dann aber im Endeffekt vielleicht 160 Kubik Müll. Es war nicht ihr erstes Restaurierungsobjekt. Hochkoflers hatten schon mal in Tirol ein altes Haus saniert. Das Haus, das man in Tirol renoviert hat, da gab es diese Wertschätzung nicht wieder. Also da waren wir fast fertig, da war es immer noch für jeden eine alte Hütte. Und hier hat es schon damit begonnen, dass wir die Haustiere das erste Mal aufgespart haben und schon der Erste gefragt hat, ob wir die Besitzer sind und was wir vorhaben. Und die Zusammenarbeit mit dem Denkmalamt, die war gut. Also es war alles in allem viel zufriedenstellender als ein Haus zum Renovieren, wo immer jeder halt sagt, ja, das ist ja als alte Hütte. Hierzulande gewannen die beiden den Schwäbischen Denkmalpreis. Ihre Restaurierung gilt als beispielhaft. Dann hoffen wir mal auf viele weitere Nachahmer.